So, lange ist es her, dass ich mal wieder Hochdeutsch zum Berndeutsch. Aber das sind die Wiederholung von 5 bis 7. Und natürlich ohne Musik dazu. Nur Intro und Outro. Viel Spaß! Grüezi, mein Name ist Alexis Fley. Willkommen in der Zusammenfassung von 5 bis 7. Ja. Gut. Schauen wir die Zusammenfassung zum Folgen 5. Haben wir Licht und leicht. Es wird einfach weggenommen und so eingesetzt. Ich habe hier ich habe hier schon mit dem Farbe gemacht und Leuchte, dass ich hier auch durch Nacht auch erklären kann. Und ich sehe, die Sonne geht gleich auf. Ja. Und nächstes Schild ist, wie machen wir das? Ja. Nächstes Schild, wir gehen oben nach unten, also oben, unten, links nach rechts. Schwer und schwer. Es wird einfach hier nur der Ä und der E getauscht und es hat gleiche Bedeutung. Mittel und Mittel ist nur der E und L weggenommen und U dazugefügt. Also im Prinzip leicht, mittel, schwer. Ganze leichte Sachen. So wie im Zimmer. Auch zum Verstehen sind wir bald da. Sind wir da? Kann man auch, sind wir schon da. Gleich, also bei gleich ist es so, es hat verschiedene Arten, wie jedes Mal ich gesagt habe, es ist je nach Gemeinde oder je nach Ort, besser gesagt, unterschiedlich gesprochen, aber Bedeutung hat es von Bern gleich. Also gli und gleich mit CH. Nächster ist meinst. Meinst du? Meinst du auch ein Begriff? Zum Beispiel, ich gehe morgen zum Shoppen. Wenn eine misstrauisch ist, kann man auch Mensch dazu sagen. Ja, Bubele. Ja, bei Bubele ist zum Beispiel Spielen. Es ist zwar steht zwar Spielen drauf, aber man kann auch so verstehen, zum Beispiel mit dem Feuerzeug spielen. Zum Beispiel bei kleinen Kindern, wenn man Feuerzeug liegen gelassen hat. Bubele. Also spielen. Es hat auch einen anderen Begriff bei Spielen, aber das mal in anderer Folge. Wie schon erwähnt, anschauen, anschauen mit 2 A. Je nach Ort wird auch mit einer A geschrieben, aber man kann auch mit 2. Bei gehst du einen Kaffee trinken. Gehst du Kaffee leer. Das kann ich auch in anderer Folge sagen, was Kaffee leer bedeutet. Oder je nachdem könnt ihr
auch unter die Kommentare schreiben, dass ihr das verstanden habt. Das ist Hashtag mit Geist. So, Folge 5 schon zusammengefasst gemacht. Jetzt kommt zum Folge 6. Das ist etwas mehr, weil ich hier mehr Schilder habe zum Brauchen. Und los geht's los. So wie bei Folge 7 hat es auch mehr Schilder, noch mehr als hier. Also Folge 6. Leser, lesen, Leser eine Zeitung, lesen eine Zeitung. Hier nach der. Bei euch, also bei euch, hier, da, kann man ja nicht zum. Es ist ein Du von euch. Das wird nachher komplett, das wird aber wie vorherige Folge, also Folge 6, genauer erklärt. Das wird von 5, 6, 7 oben im Linkbox, also Infobox, hat er gemacht. Und auch unter Beschreibung wird auch verlinkt. Weiter geht's zum. Habe ich nicht gesagt, ich gehe oben nach unten, links nach rechts? Na, sorry. Da können wir anfangen. Weil, zum Beispiel, wenn wir anfangen, so, anfangen. Euch haben wir gerade geschaut. Ich habe nach unten, aber die zwei sind ähnlich, also gehen wir hier weiter zu Grad, also bald. Es ist zwar nicht Grad gemeint mit Celsius, sondern Berndeutsch bald. Also zum Beispiel, du bist ungefähr 5 Minuten mit dem Bus, Zug, Velo etc. Bald da. Also kannst auch diejenigen schreiben, ich bin bald da. Weiter geht's mit dieser hier. Wenn jemand an der Tür klopft, sei zum Beispiel in der Schule, als Kind, wird man je nach Schule zur Logopädie gehen und man klopft an und wenn diejenige komm herein, kann man auch komm doch rein. Die Sätze anders aufgebaut, aber das ist gleich gemeint. Sturm, nein, das ist jetzt also genau erklärt, die Folge 6, wie man das sagt, ist schwindelig. Ganz klar und deutlich. Hier haben wir wieder zwei ähnliche Schilder, da können wir und hier auch, also gehen wir hier bei Klauen. Es wird mit CH und mit Au geschrieben. Aua. Nein. Klauen, stehlen, tönt ja fast gleich. Ist es fast gleich. Klauen, stehlen, kennt man ein bisschen die Unterschied, aber man hört schon heraus, dass es stehlen bedeutet. So, weiter geht's mit Rätsche, also verraten. Verraten, verrätschen. Ja, kommt beides auf Rätsche und verrätschen. Das gleiche bedeutet für verraten. Einerseits
ist eine Gegenwart und eine Vergangenheit, wenn ich so richtig interpretiere. Wenn nicht, ja, muss ich zurück in die Schule. Haben wir 2 Schilder mit geschnitten und schneiden. Einzig bei denen Unterschied ist, bei Berndeutsch, bei geschnitten ist es mit G geschrieben und schneiden ohne G. Und bei Hochdeutsch ist es 2 verschiedene geschnitten. Zum Beispiel, ich habe mein in der Finger geschnitten, also ich habe mir die Finger geschnitten. Schneiden, ich schneide mal Blatt Papier. So, ich schneide ein Stück Papier. So, weiter geht's mit. Manchmal kann man zum Beispiel auch sagen, manchmal bin ich schon voll in der Birne. Manchmal, wenn man zum Hochdeutsch übergeht, manchmal bin ich schon da voll in der Bier, also im Kopf. Gut, Folge 6 ist auch abgehakt mit Zusammenfassung. Jetzt kommt hier. Ja, da gibt es hier viele Schilder. Bei viel heißt viel. Kann man hier auch sehen, viel Schilder. Ganz viele Schilder. Also Bedeutung, je nach viel kommt auch etwas heraus. Aber dafür Flöte nicht. Flöte heißt so wie kaputt. Also, sagen wir so, da ist schon wieder Flöte gegangen. Das ist wieder kaputt gegangen. So kann man auch ansehen. Also Flöte ist nicht ein Instrument, also schon ein Instrument, aber Berndeutsch ist meistens auch der Fall kaputt. Und bei verlieren kann man auch ertragen. Zum Beispiel kann man das seht ihr in 7. Folge, das kann ich dort auch erklären. Zu Leid ist das gleiche, aber einziger Unterschied ist, es wird ohne U, aber zusammengeschrieben. Bei Hochdeutsch ändert weniger. Jetzt kommen wir hier ganz schön 4 Pärli. Nachher. Es ist genau das gleiche, also das da hier nachher. Zum Beispiel, du machst jetzt, zum Beispiel ich mache hier meine Aufnahme und nachher gehe ich noch eine rauchen. So, ich gehe nachher nach dem Video eine rauchen. So, und der Schlapp und Schlappian. Schlappi, je nach ob es sagt man Schlapp, aber ich weiß nicht wieso. Ich sage Schlappender statt Schlappi, energieloser und Schlappian ist ein gutmütiger Mensch. Und wenn ihr die hier nicht weißt, schaut ihr Folge 7 an. Cher und Kehre, also wenden. Zum Beispiel bei Cherli mit dem Bus
eine Runde wenden. Zum Beispiel zur Endstation, zur Endstation. Oder je nach Ausgangspunkt. Eine zum Endstation fahren und wieder zur Endstation. Latsch und dann ich laufe. Man kann auch, nein, das verrate ich nicht. Da müsst ihr schon noch Folge 7 anschauen. So, weiter. Gau, Gellet und Gell. Meistens ist der Fall ist Gau und ich sehe gerade, ich habe den Schrägstrich vergessen, aber macht nichts. Bei meisten Fall ist mit Gau verwenden, also nicht wahr. Gut, das habe ich auch gemacht, eingereicht. Jetzt wird's hier gereicht und reiche, zum Beispiel holen und geholt. Eine ist Gegenwart und andere ist, mein Deutsch ist wieder perfekt, nicht wahr? Ist eine andere Form. Und hier Flunter, eine Schneebrei mit Dreck und Dreck, also zusammen haben wir nicht gern. Ja, Flunter. Ja. Jetzt kommen wir hier zu letzten 3, also Aushebe kann man auch einberufen, rekrutieren bei uns. Meistens ist der Fall auch aushebig. Das wird sich auch in Folge 7 auch erklären. Und, ja, und reparieren. Ja, das war's jetzt wieder von dieser kleinen Zusammenfassung. Ich sage mal, tschö mit der, ich fliege weiter. Euer Alexis Fly.